Goedemorgen. Ik begrüße junt im Herrn Jesus Christus, der dem zijn Geburtstag, wat we nu im Kartenbad willen vieren. Wat da een grote Freid geven dat. Deze tijd im Jahr besonders. I don't know, als je ook zou je zeggen, dat ik me spetste dat we hadden nog Büro, het Wienachten gevierd, nu zijn we waren daar. Spetste de tijd, je had immer boze voorbij, nu zijn we waren met Wienachten. Maar dat is een tijd, wat da veel Freid geven dat, veel mensen, die freien zich door toe, die kunnen dat verstaan, die kunnen het begrijpen, wat Wienachten aanhouden dat, zodat je een Freid. En ik dacht zo, dat zijn verschillende dingen, wat ons een Freid geven dat in Wienachten. Ik weet niet wat junt de grootste Freid geven dat in Wienachten. Er zijn verschillende dingen, wat hem de grootste Freid geven dat in deze tijd. Ik weet niet wat dient is, wat die de grootste Freid geven dat. Als dat vielleicht de helge dag houden, en ze freien zich altijd de tijd, wo ze vielleicht wat tijd afhalen van de arbeid, dan freien ze zich dort houden, dat ze wat helge dag houden kunnen zich vielleicht met vrijen van de arbeid, en dan thuis zijn van de tijd, als dat de grootste Freid geven dat, oder wat dat is, oder is dat vielleicht dat je je vrijen doen, dat je kan opkomen met je familie. Wo de familie plan dat zich te verzamelen, op te komen, en opkomen met ihre kinderen en zo wieder. Dat heeft ook een grote vrijheid. Ik weet bij ons, we vrijen ons toch allemaal toe. Ons heeft ook een grote vrijheid met onze kinderen, waar dat opkomen, wanneer die in het huis komen doen. En onze grootkinderen, we zijn nu bedorven in ons heim, wo dat nog stil is geworden. We hadden nog een dag, dat wat het thuis is, dat is een zeer grote vrijheid, dat thuis te gaan nog immer. Op een grote ganzen, dat is nog stil geworden. Dat is gewoon maar, dat is wel weer, wo dat je schwieter ram, dat huis weer alle wegen. En we vrijen ons toch toe. En God heeft ons gezegd met 9 grote dingen, en wanneer je alle thuis zijn, dat je nog dat je schwieter en je luid, en dat je een grote vrijheid, dat je het schijnt. Dat je het schijnt, wanneer je in huis komt, en dan is het wel al luider. Zo dat is niet ganz zo stil. Dus ik zei dat God heeft ons gezegd met 9 grote dingen, en één is op een berg. Dat je wordt een grote vrijheid. Zo. Ik weet niet, is dat ook een vrijheid geven, dat wanneer je kan voorwaarts kijken, wo die Familie waar het opkomt, wo je kan gescheit spazieren en Kinder in huis komen en so wieder. Oder ist das vielleicht, dass je kan Geschenke uitdelen. Oder je kan een Geschenk, je verloten je dort, dat je een Geschenk krijgen. Ist das eine grote vrijheid, wat te Weihnachten ist, ist das die grootste vrijheid? Dat je ook een grote vrijheid, dat je het schijn wem zegenen met verschillende Geschenke en so wieder. Dat je een vrijheid, dat is zo. En weet je wat? Ons God, ons himmlische Vader, heeft er ook een vrijheid, ons een geschenk te geven. Den valt dat ook geschenken geven te zijn kinderen. Zodat als dus wat aardig, wanneer we een vrijheid hebben, onder te zijn met geschenken, wil God, den valt dat ook, ons een geschenk te geven. Paulus zegt in 2 Korinther 9, vers 15, zegt hij dit: we danken God voor zijn grote goof. We danken God voor zijn grote goof, die met wird nicht beschrieben ist. So heißt es sogar, dass so eine große Goof, die geht nicht mal mit wird zu beschreiben. Und er freut sich zu der Goof. Und diese Goof, wo er hiervon reden, das ist der Goof von gerat zu sein. Der Radungsgoof. Erlösung zu sein. Und wieder, Paulus redet hier wieder von dieser selben Goof in Epheser 2, Vers 8, wo er sagt, dass ihr seid durch Gott seine Gnade gerat, willst ihr glauben. Durch den Glauben hat er uns gerat. Und er sagt, das ist nicht durch eine Werken. So, wir brauchen doch echt verschaffen für diese große Goof, für die gute Goof. Er sagt, das ist ein Geschenk von Gott. So, Gott hat uns ein Geschenk geschenkt. Das ist das Geschenk, was er uns geben hat. Das würde er von reden, das ist, gibt ihm eine große Freiheit. Und das soll jedem eine große Freiheit geben. Und das ist auch das Geschenk, wo wir von lesen, da das sehr bekannte Vers in Johannes 3, Vers 16, wo das sagt, dass Gott aus der Welt so viel wird. Er hat nicht von der Welt die Erdball, was am so viel wird ist. Er hat auch gemerkt, dass wir dann auch viel wird, aber wo er hiervon reden, dass das die Menschen in der Welt, der hat so viel Leib, der wird so viel wird, dass er seinen einzigen Sehen jäuft. Er jäuft den aus einer Goof. Seinen einzigen Sehen. Und das freut uns den zu geben, dass all die an am Leben nicht verloren gehen, über das ewige Leben haben. Ich leid hier in der Lade, jetzt strebst du auf,
doch so, das würde sehr Fan sein, wenn wir alle diese Farbe nehmen und uns das so persönlich nehmen, diese Farbe, dass wir unsere Namen über die Hand schreiben, dass all day, dort Jeb oder Johann oder Franz oder Annie oder Mary, wer immer das ist, die kann je Namen hier handschreiben sein, das ist der, was ich meine, wenn ich all day, der an einem Leben nicht verloren gehen, über das ewige Leben haben. Das ist das Geschenk, was er uns gegeben hat, dass keiner Brück verloren gehen. Du, jeder einer, wer immer du bist, hat er das Geschenk gegeben, dass wir nicht Brücken verloren gehen, über das ewige Leben haben. Und das gefällt den Vater uns zu geben. Und das ist das ganz reichste, beste Geschenk, was jemals wem gegeben worden. Durch was Jesus für uns getan hat, hat er sehen haben, dass er sich handgeben hat für unsere Sündenschuld. Das sagt in 1. Petrus 2, Vers 25. Jesus selbst nahm unsere Sünden ab seinen Körper, ab seinen einen Körper, mit ab den Kreuzen ab. Ab dem Kreuz ist er im Kreuz genagelt worden. Dort wir für die Sinn tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Weil durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das hat er alle für uns, dass wir das ewige Leben können erben. Aus einer Gabe. Das ist ein Geschenk. So in dieser Zeit, besonders am Wienachten, da war ich als der viel Freid in dieser Zeit im Jahr. Und ich weiß, jeder Christ soll diese Freiheit haben durch das ganze Jahr, nicht bloß zu Weihnachten. Aber zu Weihnachten ist eine Zeit, wo wir uns erinnern, und besonders von was wir für eine Gabe gekriegt haben, wenn wir Weihnachten feiern, Jesus Christus seinen Geburtstag feiern. So da ist allgemein der viel Freiheit, besonders für so eine, die diese Gabe angenommen haben. Da sind so eine Menschen, die haben die Gabe noch nicht angenommen. Die sind noch nicht willens, die Gabe anzunehmen. Die leben sie mal danach einmal verschaffen. Das ist eine Gabe, was sie weiten, der ist zu haben, aber sie leben der Mann, was zu tun. Die haben die nicht angenommen als ein Geschenk. So dann gibt es eine große Freiheit. Wenn wir ein Geschenk kriegen, wir weiten, dass wir haben nicht die Brücke verschaffen, das ist umsonst zu haben, dann ist es viel mehr wert. Und das, was Gott tut für uns, hat er sehen haben, und er wird uns sich Hand zu geben, unsere Sünden zu betonen für uns. Wir weiten die sehr bekannte Geschichte von, wo sich dort Raum nahm, dass das passieren dort, wo die Propheten viele Jahre drei haben von geschrieben, wo sich Raum nehmen, dass Jesus geboren worden und hier bei Welt abkommen. Und wo sich dort Raum nahm, dass Josef und Maria von Nazareth nach Bethlehem mussten reisen, zu dieser Zeit sich eine Ente schreiben. Wo dann passiert ist, dass dort gleich zu dieser Zeit so passieren, dass Josef und Maria sollen nach Bethlehem gehen und sich dort anschreiben. Das ist besonders, was hier passieren wird, wenn wir darüber denken, wo sich dort gleich genommen hat. Das ist sehr groß interessant, wo Gott arbeiten wird. Und er hat den Propheten dort all gesagt, dass wo sich dort dran nehmen, wo das Erlöser wird handkommen, wo die geboren worden, und wo naja und so weiter. Und das wird all über 700 Jahre drehen, was all prophezeit wird, dass Jesus Christus wird geboren worden, der wird zu der Welt kommen, uns zu erlösen. Und wir lesen dort in mehreren Propheten, was davon geschrieben werden, wo das sich wohl dran nehmen, und das passiert gleich, was da gesagt haben. Und Gott braucht hier ein Käse, um das zu einer Erfüllung bringen. Das soll zu der Erfüllung gehen, so ist gesagt worden von ihm. In Lukas, das 2. Kapitel, ich will mehrere Versen durch diese Botschaft aus Lukas nehmen, wo ich von reden will, aber das sagt der Lukas, das 2. Kapitel, die erste Vers, der Kaiser Augustus befahl zu seiner Zeit, dass all seine Menschen sollen geteilt in einem Tagsregister eingeschrieben werden. Und das wird interessant, was hier passieren, dass Gott dessen Kaiser dort am Hort leiden, dass er soll das dort merken, dass alle Menschen sollen geteilt werden zu dieser Zeit. Das wird noch einmal passiert. Das passiert wieder. Aber Gott muss das so ausarbeiten, er muss das alle ableiten, dass es soll so auskommen, so dass die Propheten gesagt haben, wo sich das so dran nehmen. So, und jeder einer soll sich anschreiben, von da, wo er hergekommen wird, wo seine Geburt war und wo er hingegründet war, da mussten sie hingehen und sich Leute anschreiben, dass die können geteilt werden. Und wir weiten von Josef und Maria. Josef wird von David, wie den sein Verfuder,
So er muss durchgehen, von wo die herstammen, dort wird Bethlehem. So das, wo die mussten hingehen. So das sagt, das wieder das erste Mal, wo das passiert, wo sie sich mussten teilen, das soll sich dort sich Raum nehmen, da was der Prophet gesagt hat, das soll allergleich das hat passieren. Lukas 2, Vers 2 sagt, das wird das erste Mal, dass die Menschen geteilt worden. Und passiert, als Quirinius der Rechenschaft in Syrien hat. So hat das alle Hauptteilen. Und wo dann passiert das? Wo dann muss ich das Raum nehmen, dass das passieren wird? In Matthäus 1, Vers 22 sagt, dass das alle Wegen so rumgekommen, dass das so wird, als der Herr durch den Prophet Jesaja hat gesagt, der du seht, guck mal, eine Mial wird schwanger sein und wird einen Sehen zur Welt bringen. Den wollen sie Immanuel nennen. Und das meint Gott mit uns. So hier sagt Matthäus als Schrift, dass du auf von Krieg wolltest das wieder annehmen. Dass du eine Jungfrau sein, der wird schwanger werden und er soll ein Kind zur Welt bringen. Und das ist sogar, wo der heiten, das wird ein Jung, der wird jung sein und der wird Immanuel heiten. Und von dem Prophet wurde hiervon geschrieben, dass wir in Jesaja 7, Vers 14 sagt, der Herr, den ich dein, wird ut sich selbst ein Teken geben, guck mal, eine junge Frau wird schwanger und wird ein Jungtier haben und sie wollen den Immanuel nennen. So hier hat der Prophet all gesagt, wo sie das wieder annehmen. Und ich sehe, dass wir al über 700 Jahre vor Jesus seine Geburt, was das geprophezeit wird. Eine lange Zeit vorher. Da hat es reich gesagt, wo der heiten soll. Von der und Tag müssen sie Maschinen brauchen, um sein, was sie wollen haben, wenn sie ein Kind zur Welt bringen wollen, wenn die expecting down, dann können sie nur der Doktor fahren, die können auch nicht sehen, können dachen, dann können sie sagen, es hat ein Junge oder ein Mädchen ist. Zu der Zeit haben sie das gar nicht, aber Gott hat es das Ende gegeben, zu sehen, das würde ein Jung sein. Und er hat sogar mal recht den Namen gegeben, dass sie wissen, wo die den Namen sollen. Immanuel, Gott mit uns. Und auch der Prophet Micah hat auch gesagt, wo das passieren wird, wo die geboren werden. In Micah 4, Vers 1 sagt er, über die Bethlehem mangt der Aphratita. Das Wort Aphratita, das ist noch ein Wort bloß für Bethlehem. Und das meint fruchtbar. Wenn du auch eine von den kleinsten Familien in Juda bist, von die wird die kommen, der über Israel der Lehrer sein wird. Und hier ist der, den Anfang in sein Aufsammeln von lang her gewesen ist. So hier sieht der Prophet Micah auch gleich, wo sie dort wieder annehmen, wo die geboren wurden, wo in Bethlehem sind. In Bethlehem ist es hier sein, dass wir gleich in eine große Stadt, große, strome Stadt, und wo Menschen denken, wenn der König würde hier ab Erden kommen, den Gott schenken würde, würde vielleicht irgendwo in eine große, strome, reiche Stadt, oder du würde geboren werden. Aber Gott will sich eine einfache kleine Stadt, Bethlehem, eine von den kleinsten Städten, das wo Gott sich wählen wird, wo das Herrland wo geboren worden. Und das steht uns das Programm. Und nun wie der Zeit hier, wo das passieren soll, der Zeit wie gekommen, wo Gott hat versprochen, der wird Jesus schenken, hier auf Erden, und der wird hier geboren worden durch diese Jungfrau. Und dann sagt er in Lukas 2 wieder, in Vers 6, sagt er, in Jerusalem, als sie in Bethlehem wären, kam der Zeit, dass sie das Kind zur Welt bringen muss. So hier haben sie einen engen Rest von wo sie erst wohnen, nun sollen sie nach Bethlehem reisen, sich da anschreiben lassen, und dort kommt das, wo sie soll das Kind zur Welt bringen. Und nun wird die Zeit hier, das wird die Zeit, gleich der passende, reichte Zeit. Und sie kamen gleich zu der reichen Zeit mit Bethlehem, wo das passieren würde. Und dann nahmen sie auch gleich das Raum. Maria brachte das Kind zur Welt hier in Bethlehem. Da wird ans Heiland geboren. Und was mir noch sehr große interessant geben, ist, wo sie das Raum nehmen, wo Gott sich wählen, das bekannt geben, dass das Herr, das Heiland für die Welt wird geboren. Er wird hier nie geboren, nie wieder Zeit hier. Die ersten Menschen, die diese goode Norecht hier, dass wir einen Schub haben. Gott hat sich gewählt, Schub hat
dort weiten zu lassen, dort der Heiland wie geboren. Das ist eigentlich interessant, wenn wir dort ein bisschen betrachten, was die Schubsorte der Zeit wären, wenn wir dort mit nur studieren, was der Hort wären zu der Zeit, das wären sehr einfache, geringe Menschen, was der Gott sehr hoch auf die Acht werden. Das wären sehr geringe Menschen, und die will Gott sich dort weiten zu tun. Das sagt wieder in Lukas, das 8. Kapitel. Das wären die, was ihre Schubheiten deuten, und das zu servieren, das wären ohne Arbeit. Sagt, in der Gegend wären in der Nacht Schubhort ab der Stab und wirkten über ihre Herd. So, das ist, wo die Hort wären. Die wären ab der Stab, vielleicht, ich weiß nicht, wo Luther was gewesen sind, in der Nacht, als es vielleicht war ganz dies da gewesen sind, und sind für sich allein mit ihrer Schub, merken sich vielleicht rein zu der Nacht, alles als dies da, und hier sind sie an ihrer Arbeit. Das ist, was ihre Arbeit wird. Die Schub da, abhossen nur ihre Schub da. So, dass ich sehe, wenn die Hort mit betrachten, ich glaube, mich zu verstehen, wo ich das mit studieren, das ist, wo die Schubhort wohnen. Die haben gleich die Freiheit, so manche wenige Menschen zu sein, weil die werden gleich angenommen. Die werden zu leicht angesehen. Das wären sozusagen von den ganz leichten Sorten Menschen, wo sie nur kicken. Das ist so kicken, das ist eine Schubhort. Und das sieht sogar, dass wir wollten von den Straftätern von unseren Menschen wollen, von Menschen reden, was sie nicht sehr hoch achten, dann kicken sie eine Tagscharakter sein, sie rotzen Tagscharakter, die kicken sie nicht sehr hoch ab. Das sind so Menschen, was sie nicht leiden können. Das sind einmal viel zu viel Tags aufschnallen sie wieder, und so die werden nur leer geteilt mit den Menschen. Und das Schreiber sieht hier, so wieder mit dieser Schubshort, die werden gleich geteilt mit den Tagscharakter. Die können nicht leiden. Das, wo sie nur diese Schubshort nur kicken leiden. Das sehen, dass wir muss so noch was das nicht zu brauchen wären, als vielleicht am Masthauptferien oder was immer. Die wir richtig eins was zu brauchen. Aber einer oder der schreibt noch von der Schubshort, die wir so schlecht zu leiden, da sieht man eins wo begegnen, dass da eine von der Hort am Lachen gefallen wird oder eins wo in den viel Help, die leben nicht mal, dass das nötig wird, in der Rüte halten, dass er wieder gleich wird. Da würden sie nicht mal schuldig fühlen, den zu helfen. So leicht halten sie die Schubhort. So, das ist viel beschrieben von wo die Schubhort zu der Zeit noch geschickt werden. Und eins zu sehen, so ich sehe, vielleicht hat sie auf dem Stab, das wo ihre Wohnung wird, die haben gleich die Freiheit, eins wo in der Stadt zu wohnen. Das direkten sind nicht, die wir gleich wird genug haben, dass sie mit ihrem wohnen, die sollen für sich allein wohnen, wie oft in ihrer Stadt. So, die mussten sozusagen allein wohnen. Und die hatten gleich eine sehr gute Reputation. Einzelne leben sogar, dass wir den nicht vertrauen, die den stehlen. Soll abhossen, die können nicht vertrauen. Oder wenn die eins auf einmal sollen, wo sie fehlen, wo sie sollen eine Zeige sein, vielleicht im Gesetz oder so, was daher, die können nicht leben, die legen, die können nicht annehmen, dass sie eins wo ein Zeige sein für eins Wort. So leicht wird geteilt, weil sie können gleich vertrauen, die leben gleich, was sie sehen. So, die werden sehr leicht geteilt. Und das, was die Schubshort beschrieben sind, von der, was sie studieren und was sie studiert haben, was von der beschrieben ist. Und das ist, was Gott sich will, und wo er will, dass er goode Norecht bringt. Und als ich frage, dass die Bibel auch vielmals von schreiben hat, von wo Gott sich bewiesen hat durch die Schwache. Er will sich das Schwache, was andere sehr leicht halten tun. In 1. Korinther 1, Vers 27 sagt Paulus, es steht über was der Welt aus Ansehen ansagt, will Gott sich der Weise zu Schande zu machen. Gott hat das Schwache in dieser Welt gewählt, die Stark, was stark ist, zu Schande zu machen. So Gott will sich das Schwache, was sozusagen für Menschen wirklich sehr hoch geachtet worden ist, das ist Modell, das ist Modell. Da will Gott sich stark zu beweisen. Und hier will Gott sich die goode Norecht zu bringen, der erste, was das hier in das Heiland wie geboren in Bethlehem. Das ist eigentlich interessant, wenn man das bitte beobachten darf. Ich weiß, ich habe die Geschichte alle ganz bekannt, in mir auch, aber mich spielt es immer weiter, wenn ich dort mit studieren und lesen und checken, wo Gott arbeiten hat, manche Menschen, was Gott sich wählen hat, was ich dann sehr einmalig in der Kategorie, was er sich wählen hat, weil mit mir ist das nicht. Aber Gott will sich das, was das wenigste ist.
Diese leeg ongezeinde Menschen wären hier an der Arbeit, auf dem Stab. In der Nacht wären sie an der Arbeit und dann passiert was sehr Großes, was sehr Wunderbares. Lukas 5, Vers 9, das 9. Vers durch, das Kapitel sagt, und plötzlich, als sie bei der Arbeit wären, danach ist es viel von Lesenden, sagt er, und plötzlich, das passiert sehr hastig, plötzlich stund den Herr sein Engel voran, in Gott seine Herrlichkeit, mögt das an so klar, so dach, dort an eine große Angst überkam. So hier passiert was in der Mad hier, als ich alle taub wären, vielleicht sei mit der Familie taub, all der Schub, was hier taub wären, das sage ich nicht hier, wo der Heiden leiden, wer das wären, oder Waffel dort wären, aber sie wären hier taub aus einer Gruppe von Horden, was hier an der Arbeit wären. Und das wird was passieren, das was wenn man sei, ja, da käme der ab und ab. Und sie hatten Angst. Seit dort eine große Angst überkam. Aber der Engel sagt zu der Horde, Vers 10, fürchtet nicht. Also sie brauchen sich nicht fürchten. Sie haben eine große Angst. Sie sagt, fürchtet nicht. Horcht. Soll aufmerksam sein, was heute sein hat. Sagt, horcht. Ich bringe euch eine goode, groote Freidens Norecht. Wozu sich alle Menschen freien wollen. Das ist, was der Engel hier zu sein hatte, diese Horde. Er kam nicht an die Ängsten, dass sie so Angst haben. Aber sie hatten sehr Angst, wie was passiert, was sie nach allgemein nicht begehen deuten. Aber nicht zu dieser Zeit passiert das hier. In Antwort sehr Angst. So da ist er immer wieder. So das Engel hat eine sehr gute, große Freidens Norecht mitzuteilen mit Ernst. Und das ist, was der Norecht wir, Vers 11. Junt als diese nach, in David seine Stadt, der Heiland geboren. Der Herr Christus. Diese Norecht können die diese Worte hier vertalen. Diese geringe Menschen, die kriegen diese gute Norecht hier. Und ich weiß nicht, was hier passiert ist, was sind durchgegangen. Vielleicht haben sie das größte Reich geglaubt, und hat der Engel das vielleicht gemerkt, dass sie glauben, dass vielleicht das größte Reich wird irgendwie gesagt worden, wo das Herr wir, wo sie sollen hingehen, in dessen Heiland checken, was geboren wir. Und das sagt in Vers 12, am Uiterfang oft das so ist, wo je durch ein Kind fingen, dort ein Wingeln angewickelt ist, in eine Krab liegt. Das heißt, das war ja dummer morgen, wenn ihr das war in der Fang, das ist, was der ist. So am Uiterfang, dass das so ist. Und dann sagt er, dann führt es nur das, sagt er, dann stünd wie der Engel, was der erst allein kommt, plötzlich eine große Schaufengel in loven Gott und sehen, lot Gott dem höchsten Himmel ihr kriegen. In den Menschen ab der Erde, Freid, der und die, hei sehen gefallen haben, also an den Menschen, hei haben gefallen an den Menschen. Das wird das andere Engel hier kann sein. Und als das passiert wird, als das passieren, die wollen nicht viel Zeit versäumen. Sie wollen nicht genug sein, als das wirklich steht wie, als das geworden wird, als der Engel die gesagt haben. Das sagt er in Vers 15, und als der Engel bei der Tränen im Himmel fuhren, sehen der Horde einer zum anderen. So hier wir eine Gruppe, einer zum anderen, und ihr hilfen sich von der, sieht einer zum anderen. Dann wollen wir nu fortgehen in Bethlehem gehen, weil wir fortgehen in Bethlehem gehen, in der Geschichte unser Segen, der Herr ans Haft weiten lassen. So sie nehmen das an, dass diese Norechte kam durch den Engel von den Herrn selbst. Also, warum das genug sein? Warum checken es das so aus, was uns gesagt worden ist? Dann sagt er, sie spoden sich. Sie werden nicht besser langsam da und sagen, na, warum wir Sachen abstehen, warum checken es das so aus? Das sagt, sie spoden sich, dort sie heimkamen, in fungen Josef und Maria, und dort auch das Kind, dort in der Krab lag. Sie trafen dort, der kriegt es dort an, kriegt es dort Engel gesagt hat. So bejenen sie das da. Was eine große Freude gegeben haben, dass sie können in die Staaten eingehen und checken, das, was der Engel hier gesagt hat, die Ernte, um nur zu sein, dass es so wäre. Kriegt trafen sie das da an. Und dann sagt er, als sie das Kind gesehen haben,
vertaalden zij allemaal wat aan van het kind wie gezegd worden. Want je zegt, je zal zeggen, als ik dat studeren, die zeggen, die mensen die geloven, dat ze wat Gott gleich eens wordt. Want er wordt te zijn horen, die geloven dat Gott. Die geloven dat in legen. Zo werden daar ongezein. Aber, entweder und don't. Sag je, als ze dat kind gezien hadden, vertaalden zij allemaal. Ze gingen dat door een raam vertalen. En dan wordt ze van entleven deden. Entweder nu en dan, wat de mensen zeiden van, ja, dat ze het geloven deden oder niet. Ze gingen dat aanwees raam vertalen. Hadden hier goede nodig andere mensen te vertalen. En dat zeggen, alle die dat hier wunderden zich door Eva, wat de Schubhorde aan te vertalen hadden. Zodat wir ook eens wat er niet algemeen niet passeren leiden, dat de Schubhorde door in de steden aankomen en te zijn zo wat er heel sterk vertalen. Van die willen ze hebben scheren. Die hadden gleich de vrijheid in so manche Menschen te komen. Aber hier, nu werden ze, die hadden zo'n goede nodig, dat kunnen ze gleich für sich selbst bloß houden. Ze gingen en vertaalden alle Menschen dort. En dan zegt de Menschen, die wunderden sich darüber. Wat er te zijn hadden, wat er te vertalen hadden. Nu weer die, wo die Menschen lang nu geleerd hadden gekomen. Die Menschen hadden lang geleerd in dessen Erleiser. Sie hadden davon gehört, in der Lüden, in der Lüden, in der Lüden, und das passiert nicht. Nu wie das passiert. Das Erleiser, das Heiland, der wird all über 4000 Jahre treu versprochen worden zu den Menschen. Zu Adam und Eva all. Als die gesündigt hadden, dann versprach Gott all, dass er wird wem schicken, was das wird treiben, und dem wird sie würden am Kopf klein. 1. Mose 3, Vers 15. Dann wird das all versprochen worden. Kannst du nu, wird das noch nicht passiert. Und hier nu wird die Zeit da. Das wird die Zeit, wo die Menschen lang noch gelehrt haben. Viele Menschen, die lügen, das passiert nicht. Nu wieder hier. Galater 4, Vers 4 sagt Paulus, ist das, aber aus der Zeit erst gekommen wir, schickt Gott sein Sehen, geboren von einer Frau, in unser dort Gesetz Gestalt. So Gott schickt Jesus nu, das wieder Zeit. Das wieder rechte Zeit. Und das sagt Vers 5, Galater 4, Vers 5, er soll die loskaufen, der unser dort Gesetz werden, dass Gott uns können annehmen als seine Kinder. Weil wir werden alle gebunden unter das Gesetz. Wir können das Gesetz nicht holen. Wir haben uns alle verschuldigt, in das Gesetz vor das Gesetz lüden, für wo wir sollen sein und was wir sollen sein. So, wir können nicht los, wir können uns selbst nicht erlösen. Dann kommt das Erlöser und der uns loskaufen, dass wir können angenommen werden als Gott seine Kinder. Das ist der goede Freid, der goede Norecht, wo wir uns alle sollten freien. Das wird uns der Freid geben. Dass wir nu Vergebung können haben für unsere Sündenschuld. In einem Platz haben im Himmel. Dadurch haben wir nu das fertig, dass wir können zu seiner Familie gehören. Und dann sagt er, dadurch in Galater 4, Vers 6, in willst du nu Gott seine Sehn sein, hat er uns seinen Sehn, seinen Geist in das Hort gegeben, der am anrufen als Futter, Leberfutter. Kannst du am anrufen als dein Leberfutter, dein himmlischer Futter? Wenn du am angenommen als dein Herr und Heiland, dann wird er dein Futter geworden, dann gehörst du zu seiner Familie. Dann kannst du am anrufen als Futter, Leberfutter. Und das muss jeder einer für sich selbst tun. Die Entscheidung muss jeder einer selbst merken, dass er will das Geschenk annehmen, erlöst zu sein von seiner Sündenschuld. So ich schon sehe, viele Menschen, die wählen sich zu arbeiten dafür, die glauben, wenn sie wollen, genug gute Dinge tun oder nur der rechte Kirche fahren oder so weiter. Und wenn ihre Familie oder ihre älteren Christen sind, dann wird alle Tode ihn. Das wird gleich Tode ihn. Jeder einer muss selbst persönlich diese Entscheidung merken, den annehmen als sein Herr und Heiland. Dann habe ich am Futter anrufen als Futter, Leberfutter. Und das soll den Menschen die große Freiheit geben. Als Jesus irgendwie das Haus abgewaschen wird, dann hat er seine Arbeit hier ab Erden, als er hier ist wie gewaschen, das meiste durchheim, wo er Tränen reisen will, Tränen im Himmel will fahren, hat er seine Jünger reingemerkt,
haben an die Arbeit zu gehen. Hij möchte seine Jünger, die wat met aan weer rijdt haben, an die Arbeit gehen. Und so wie der hier auch in der Zeit, in Lukas 10, Vers 1 sagt er, darauf will der Herr sich 70 andere, hier sagt er 70 andere, ich redet von der hat Wort rütgeschickt, und wieder noch einmal 70 steigt, was er rütgeschicken hat, dass er einmal 2 bei 2 rütgehen sollen, nach der Städte zu gehen, nach der Dörfer zu gehen, wo er in Hand zu gehen. So er will sich, das ist 70, 2 bei 2 einmal rütgehen, eine Arbeit zu tun, eine andere Städte zu gehen, wo Jesus auch hat, jeder in Hand zu gehen. So, nu schickt er hier rüt. Und er sagt ernt, Lukas 10, Vers 2, er sagt an der Arnd als ab ihrens Graut, aber da sagt man wenig Arbeiter, prache den Herrn, den der Arnd gehiert, Arbeiter zu schicken, zu ernten. So, und das ist für uns von der und da kriegst du Gott auch noch gemeint, dass wir sollen Gott beten, dass er wird Arbeiter schicken, das ist die große Arnd, was du hast. Und dann sagt er ernt, dass gut, ich schicke uns so aus Lama manche wild. Ich dachte, was ich immer. Das hieß sich sehr, sehr merkwürdig, dass Paulus, Jesus hat hier sein, dass er schickt den aus Lama, aus dem Schub, manche wild. Ein Schub, der hat nicht so große Macht wie ein Wolf. Und so heißt es, ich schicke den aus Lama manche wild. Nu gut. Wurde nicht sehr viel Mut gegeben haben. So, das ist gefährlich, da zu denken, wo wir manch gehen tun, ans was richtig manch will. Dann wenn wir immer gehen nur 17. Vers in Lukas 10, dann kommen die 70 Frauen und sehen, Herr, in die Namen sind sogar die so tun und ja tun. Hier werden sie ganz froh und lastig, können sie drei, sagen, Herr, weißt du was? Vielleicht die beiden Gäste sagen, uns ja tun. Wir haben das gemacht, in der Beise Gäste zu gehen. Du schaust uns rüt in Geneva Nacht, die Beise Gäste, die wir uns sogar tun. Dann kommt die 70 Frau drei und sagen, Herr, in denen Namen sind sogar der so tun und tun. Aber Gott, Jesus, der hat die Macht und die Kraft gegeben, dass sie das können tun. Vers 19 sagt, guck mal, ich habe junt der Kraft gegeben, ab Schlangen und Skorpionen ram zu klingen, und über den Feind in der Gewalt zu stehen, in junt wird das nicht schaden. Diese Kraft hat Jesus gegeben, dass wir mit dieser Kraft können rütgehen, in der Weise jetzt da. Das wir nicht will, woher man scheiden leiden aus Lama. Und sei aus Schub allein in der eine Kraft, wo nicht gehen könnte, aber er sagt, ich habe eine Kraft gegeben. Kreise gibt er uns, weil er uns rütscheiden, dass eins, was er tun für ihn, er wird uns bekraftigen, er wird uns die Kraft geben, was uns fehlen wird, zum Gehen. Manche bei sich erst zu gehen, und zu kämpfen, in sich zu haben. So sie können mit großer Freid drehen. Aber ich habe mal, was Jesus dir ansieht, dass sie diese große Freid haben. Und wir müssen leben, da wo die sagt, ja, good job, das ist fein, dass ihr das könnt tun. Aber ich habe mal gesagt, er sagt, doch, jene Freid soll nicht darüber sein, dass jene Gäste tun sein. Das soll nicht der einzige Freid sein, sagt er hier. Er sagt, aber Freid jene dort, dass die Namen im Himmel geschrieben stehen. Das ist vielleicht sozusagen bei einem viel wichtiger als dort, was sie begehen haben. Sie sollen froh sein, dass Namen durch im Himmel in das Lebensbuch geschrieben ist. Das ist, wo der Freid soll sein. Dann dachte ich so, als uns Namen dort geschrieben, als unser Freid durch im Himmel in das Lebensbuch. Oder was ist unser Freid? Wo haben wir unser Freid? Was ist unser ganz letzter Freid? So, ich glaube, nu im Wienachten, wir sollen uns ab ihrem Sloten erinnern, was Gott wirklich getan hat für uns, das große Geschenk, was er uns gegeben hat, das wir gekriegt haben. Das sein, der Engel sagt, ich bringe eine goode, groote Freidens Norecht. Hast du das Geschenk mal angenommen? Jeder einer kann das persönlich beantworten. Als er diese Fried erfahren hat. Wenn du die anderen nicht angenommen hast, dann hast du diese Fried noch gleich erfahren. Das geht gleich. Du hast keine Fried, was uns kann geben, so eine große Fried aus das am Unternehmen, das Geschenk Unternehmen, was er angeboten hat. Das hat er für jedem eingegeben, für die ganze Welt. So, ich weiß nicht, wo jeder einer von der Samaris ist, aber wenn ihr die Fried noch nicht erfahren habt,
da würde ich ihn toeropen. Nehmt dat geschenk aan. En je worden de vrede ervaren. Nu gaat zijn woord nog. So, wo ist die Freude? Wir nach dem Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen nach Himmel für dich und wir sagen dir Dank für dein Wort. Wir sagen dir Dank für das goode Norecht, die wir von lesen können durch dein Wort auf verschiedenen Städten, wo wir können lesen von dieser Erfahrung, wo du den Sehen geschenkt hast, als ein Geschenk für die Welt, für jeder, der das annehmen will, der hat die Freiheit, das Geschenk anzunehmen, das persönlich für sich selbst zu nehmen. Und Herr, ich bete, wenn hier so eine sind an unserer Merde oder eins wo, wenn wir tauchen, dass diese Frieden noch nicht erfahren haben, ich bete, dass die würden wirklich sich ganz handgeben zu dir und die anladen, als Herr und Heiland, die im Hort nennen, zu nehmen und die Leute regieren in ihr Leben, dass sie auch möchten diese Frieden erfahren, was du angeboten hast, die wir dürfen haben. Und Gott, ich bete, wenn wir nu war zu Wienachten das Helge der Nangeroden down, dass wir würden dort ernst nehmen und wirklich kicken, wo dann wir diese Zeit führen down, dass wir den sehen, seine Geburt führen down. Und ich bete, dass wir das würden so führen, dass du musst geehrt und verherrlicht werden dadurch, dass wir andere Menschen auch würden können vertalen, was diese Weihnachten wirklich anhalten wird, wo dann wir Weihnachten führen down, dass dort unsere große Friede können sein. So ich bete, Herr, dass du in jedem Einwursch diese Friede auch geben, wenn die Friede noch nicht haben, aber dass du entwursch diese Friede wiesen, was das ist, dass jeder einer der kann haben, dass sie kann freien zu diese Weihnachten. Ich danke dir noch einmal, Herr, für was du getan hast, dass du willst, wir stehen sehen, zu schauen, in dieser Welt nennen schauen, uns von unserer Sündenschuld loszuhalten. Dankeschön dafür, Herr. In diesem Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.